Hey, hallo zusammen, ich bin der Phil Wenger. Unschwer zu erkennen, steht irgendwo in diesem YouTube-Channel drin. Mega schön seid ihr da. Ich erzähle heute ein bisschen etwas über Kamera-Equipment, über meine Objektive, was ich ein bisschen früher gebraucht habe und was ich jetzt so brauche. Genau, wie ihr seht, ist das meine Tasche, wo ich mittlerweile an Hochzeiten gehe. Und ich versuche mit möglichst wenig Material eigentlich zu gehen. Ich bin Fan von Licht, von schnell, unauffällig und ich würde mich mega gerne einfach so unter die Leute mischen und ein bisschen wahrgenommen werden wie ein Gast. Und darum versuche ich immer, mein Equipment, mein ganzes Gear, das ich mitschleppe, auf ein Minimum zu reduzieren. Und darum habe ich meistens gar nicht viel mehr als 3-4 Objektive dabei. Ich zeige euch kurz ein bisschen wie was wo. Die Kameras, die ich momentan am meisten brauche an Hochzeiten, sind eigentlich Canon EOS R5, weiss ich, die glaube ich ganz richtig gesagt. R6 auch eine super Kamera. Ich habe mich für die R5 entschieden, weil sie halt noch viel für kommerzielle Aufträge brauchen und ich mit der Auflösung wirklich mega happy bin. Super Kamera, mega schnell, extrem gäbig. Ich foto eigentlich nur noch so. Durch die ganze Hochzeit und foto eigentlich nur noch über den Screen. Ich habe immer so eine demütige Haltung, sage ich aber. Schaue so ein bisschen an und kann relativ unauffällig so durchs Haus gehen. Super Kamera, ich bin mega happy, funktioniert, wie man es von Canon so gewohnt ist. Dann von den Objektiven. Wie schon gesagt, ich versuche meistens 3, Maximum 4 mitzunehmen. Das braucht ein paar ein bisschen weitwinkligere und ein paar eher ein bisschen längere, also so ein bisschen im mittleren Telebereich, wenn man Sachen ein bisschen näher herholen will, weil ich physisch nicht näher her kann. Das Objektiv, das ich mega gerne habe, ist das 24er 1.4 von der Sigma. Super Linse, gibt einen coolen Look. Wenn ich auf 1.4, 1.6, 1.8 fotografiere und nachher gehe, das ist wirklich so etwas, was man früher gar nicht gemacht hat. So weitwinklig, weil man gesagt ja, das verzerrt mega. Ich habe es noch gerne. Ich habe das Gefühl, du kannst mega coole dynamische Bilder machen, wo du mit drin bist und vor allem auch sehr viel Umgebung noch zeigst. Es ist nicht in dem Sinne ein perfektes Objektiv, aber ich bin mega happy mit dem und ich fotografiere sehr, sehr gerne mit dem. Das nächste, es ist mein absoluter All-Time-Favorite Objektiv, das EF35er 1.4 von Canon. In der zweiten Version hier habe ich auch schon eine Challenge gebraucht, vom Video mit dem Chris zusammen und mit dem Romy, dürft ihr gerne noch nachschauen. Für mich ein mega vielseitig einsetzbares Objektiv. Also mit dem kannst du wirklich das ganze Hochzeit fotografieren. Es zeigt schon ein bisschen das, was rundum ist drauf. Und gleich bist du kannst relativ das Objekt, das du fotografieren kannst, gleich recht schön freistellen. Es hat einen mega coolen Look, es ist modern, es sieht toll aus. Super für Gegenlicht. Es hat, der Hintergrund bleibt schön im Hintergrund, also es hat nicht sehr viel Kompression wie ein 50er oder ein 85er. Ja, in gewissen Situationen absolut einfach das Beste. Ich kann es fast nicht anders sagen. Etwa 50 mm, das ist ganz gut, das ist herzig. Was ich noch mehr brauche, ich bin ein bisschen weg als bisschen vom 35er und mache mega gerne mit dem 50er. Das ist die RF-Linse 1.2. Mega cooles Objektiv. Extrem scharf, extrem gut im Gegenlicht. Es hat einfach so etwas Nostalgisches, wenn du mit dem fotografiert. Fotos haben so einen klassischen Look. Früher hat man viel analog, hat man viel mit 35 oder 50 mm gefotografiert. Und das erinnert halt dann vielleicht ein bisschen an die alten Zeiten, je nachdem auch noch ein bisschen, wie man es bearbeitet und mit was für einer Blende und wie man es fotografiert. Ich bin mega Fan von diesem Ding. Ich brauche viel noch einen Pro-Mist-Filter vor drauf, einen 8. oder einen 4. Pro-Mist. Das macht das Bild dann so ein bisschen weicher, es ist ein bisschen weniger digital, es ist so ein bisschen, die Highlights werden so ein bisschen softer, so ein bisschen anfangen zu glühen. Gerade mit dem Pro-Mist-Filter, Lensflares mit diesem Objektiv sind absolut grandios. Also ich habe schon ganze Sessions, Bali-Sessions oder Lifestyle-Sessions oder auch ganze Teile vom Hochzeiten nur mit dieser Linse gefotografiert. Super Ding. Also ein bisschen im Telebereich werden wir ein bisschen kürzer, brauche ich immer weniger. Ich bin gerne nah dran an den Leuten, ich tauche gerne ein im Moment. Ich bin nicht so gerne der mega weit weg ist und von weit weg fotografiert. Ich finde, das spürt man auch ein bisschen an den Bildern. Und trotzdem natürlich immer wieder das 85 mm, das ist die RF-Linse, ist echt grandios. Mit dem Foto machst du, es sieht echt gut aus. Ich habe jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen entdeckt, wie es eigentlich cool ist, mit dem Gegenlicht zu fotografieren. So ein bisschen Porträts, Lifestyle, Bali-Bilder. Der Chris hat es übrigens in dem Video, das ich vorher schon erwähnt habe, mega gut gemacht. Also könnt ihr es gerne mal noch anschauen. Ich finde es super. Aber eben, manchmal ist fast der Hintergrund mir fast ein bisschen zu unscharf, wenn ich es auf 1.2, 1.4, 1.6 fotografiere. Es ist so ein Look, den ich mir wieder ein bisschen aneignen muss oder will aneignen, den ich ein bisschen weniger gemacht in letzter. Und darum passt eigentlich das auch gut rein. Das ist auch das Objektiv, das ich zwischendurch mitnehme. Sigma 105 mm 1.4, ein riesen Klotz, gleich lang wie die Brennweite ist da vorne der Durchmesser. Super für aussen
Hochzeiten, irgendwo in einem Park, wo ich die Sachen ein bisschen näher holen will. Extrem cool, extrem schöner Look, extrem scharf, aber eben riesengroß und riesenschwer. Und entgegen meiner Idee eigentlich vom unauffällig zu sein, passt das hier natürlich gar nicht. Weil du fällst mega auf und die Leute können mich fragen, was ist das für ein komisches Objektiv, das ist ja riesig und solche Sachen. Und es ist wirklich riesig, also wie ich das da von meiner Kamera her habe. Es ist ein Riesenmöbel. Moment, schau. Ja, hallo Mann. Shelly. Ja, ich bin gerade ein YouTube-Film aufnehmen. Ja, ich sage das dann. Ja, ich sage das dann, wenn es online ist. Ja, ja, so über Objektive so. Ist gut. Ciao. Das letzte, was ich noch kurz erwähnen ist das 2870er 2.0 durchgehende Blende von Canon. Es ist ein mega cooles Objektiv. Ich habe es so viel gebraucht und eines mit einem Schlüssel versorgt. Vielleicht sieht man die Krebel. Die gehen nicht mehr aus. Und das scheisst recht an. Weil es ist ein mega gutes Objektiv. Man sieht die Krebel zum Glück nicht auf den Bildern, aber es tut einem ein bisschen weh. Ein Riesenteil, das 2870er und das 105er, kannst du das ganze Hochzeitfoto, bist einfach nicht kaputt, noch kaputter als sonst. Ein super Teil, aber eben auch wieder riesengroß, mega schwer und in meinem Fall mega verklebt. Darum, das hier ist super, aber ich brauche es mehr für solche Sachen, nicht so für Hochzeiten. Ich probiere dort wirklich etwas Kleineres. Ein bisschen kleineres, leichteres zu nehmen. Genau. Ja, das ist etwas so das. Was habe ich noch? Genau, das Wichtigste, was ich jetzt leider nicht zeigen kann, weil ich es nicht finde. Holdfast Moneymaker. Ich habe so einen Gurt. Wie viele Hochzeitsfotografen haben, den habe ich seit etwa 8 Jahren, glaube ich. Ich habe den gekauft in Amerika. Super Investment gewesen. Der Cape ist immer noch, funktioniert noch tiptop, ist extrem praktisch. Links ein Objektiv, rechts eins, rechts 50er, links 24er, rechts 85er, links 35er. Super Kombination, immer 2 Kameras, griffbereit. Oder jetzt merken, ich bin viel zu nah dran mit dem 50er, habe ich links immer noch etwas, was weitwinkliger ist. Und von dem her ein super Ding, kann ich auch noch mega empfehlen. Ja, wieso das hier liegt, weiß ich auch nicht, aber es ist schön. Oh, was habe ich noch wollen? Ganz wichtig für die älteren Objektive, EF-Objektiv, ist der Ring, der Adapterring. Ich habe den genommen mit dem Klick-Ring-Dings hier. Keine Ahnung, wie das heisst. Ich kann die Blende wechseln oder irgendetwas. Ich habe die Blende eingestellt, dann habe ich eine Kamera, habe ich hier oben Verschlusszeit, hier hinten ISO-Wert. Und hier vor dem Objektiv Blende. Super schnell, super gäbig. Die neuen RF-Objektive, die haben auch den Ring hier. Und dann kann ich hier die Blende einstellen. Mega praktisch. Das letzte, was ich noch habe, der Blitz. Ich versuche möglichst wenig zu blitzen, weil ich möglichst wenig Einfluss nehmen auf die Stimmung und auf Geschehen am Hochzeit. Manchmal brauchst du es gleich, weil das Licht halt wirklich nicht gut ist oder weil es mega feister ist. Und dann habe ich einfach so einen Canon-Blitz 600, den ich etwa die brauche. Aber eben, relativ wenig. Man kann coole Effekte machen, so ein bisschen im Tanzen und so, das ist Fakt, aber ich versuche noch möglichst wenig zu brauchen. Also, wie ihr seht, gleich ein Haufen Zeug auf dem Tisch. Eben, ich versuche wirklich mit möglichst wenig zu gehen, das möchte ich gerne noch einmal betonen. Ich finde, jetzt für mich ist das die richtige Herangehensweise. Desto weniger Zeug dabei hast, desto weniger musst du studieren und brauchst das, was du da hast und du wirst mit dem kreativ und das ist meine Devise. Hey, ich bin mega gespannt, was nehmt ihr mit an einer Hochzeit, was nehmt ihr mit an einen Job, was sind eure Traumobjektive, mit was würdet ihr gerne mal arbeiten, was braucht ihr nicht mehr, wo ihr das Gefühl habt, das ist super und euch mal gekauft habt, voller Freude. Ich gehe gerne lesen, schreibt es in die Kommentare, ich freue mich drauf und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss zusammen.